Können wir bitte mal über ein Thema reden, das ich häufig sehe, und zwar Thema «Das Leben ist schlicht und Liebe». Also ich sehe ja das viel. Das Leben ist schlicht und Liebe und alles ist positiv und du musst positiv sein und alles kommt. Alles. Aber Fakt ist, es gibt Licht, es gibt Schatten, es gibt Liebe, es gibt Hass und Wut. Das Leben ist ein Kontrastprogramm und das braucht es, um in Balance zu haben. Und klar, jeder muss selber wissen, wie er das handhaben will. Aber ich will dir erklären, warum das Ganze keinen Sinn macht, mit dieser Einstellung so durchs Leben durchzugehen. Und zwar zum Potenzial ausschöpfen, müssen wir uns selber stellen. Und ja, das kann verdammt unbequem sein. Und wenn wir immer das Gefühl haben, das Leben muss eine rosarote Wolke sein und es darf kein Kontrastprogramm geben, was passiert? Wir bleiben in der Komfortzone. Und ja, das Leben kann schön sein, auf jeden Fall. Aber es ist auch Arbeit. Und damit wir in unser Potenzial kommen können, müssen wir uns halt einfach unseren Ängsten, unseren Schatten, unseren Trigger stellen. Und ja, das ist alles andere als Licht und Liebe. Abgesehen davon ist vor allem Wut, Hass, Frust, all diese Sachen, die wir als destruktiv sehen, ein sehr guter Verarbeiter. Und genau das ist auch wichtig in dem Prozess, dass man mit diesen Emotionen schafft. Weil, wenn ja alles gut wäre, würde es die ja nicht geben. Also Fazit von dieser Geschichte. Ja, jeder kann selber entscheiden, ob er auf einer fliegenden pinken Wolke will unterwegs sein. Oder man schafft halt eben mit den eigenen Emotionen, mit den eigenen Triggerpunkten und kann halt eben auch das Potenzial ausschöpfen. Fakt ist einfach, wenn man auf einer rosa-roten Wolke unterwegs ist, muss man sich nicht verwundern, warum das sich nichts im Leben verändert. Darum habe ich mal den Mut verloren, um in einem harzigen Prozess weiterzumachen. Denk daran, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und du machst es für dich selber und kannst dein volles Potenzial ausschöpfen. Also, bleib dran. Nie den Kopf in den Sand stecken. Und es ist okay, wenn man einfach auch mal einen Scheiß-Tag hat. Weil das macht ja das Menschsein auch aus.